Guten Morgen alle und willkommen zurück hier auf meinem Channel. Heute schwätzen wir über etwas ganz Spezielles, worüber ich eigentlich noch gar nicht geschwätzt habe. Und wo auch die allererste Kehr ist, dass ich darüber schwätze. Was das genau ist, meine Erfahrungen, und wie es mir da geht, das sieht alles alle. Also angefangen, da über was wir eigentlich schwätzen. Wir schwätzen heute über Binge-Eating. Was Binge-Eating eigentlich ist, das ist nichts anderes wie eine Essverhaltensstörung. Binge ist am Anfang nichts anderes wie Gelage auf Deutsch. Das ist eine Essstörung, respektive eine Essverhaltensstörung. Ähnlich wie bei der Bulimie, dass ihn einfach unkontrolliert ist, respektive frisst, wenn ihn so kann sagen, ohne aber sich zu übergehen. Das heißt, es ist den und ist den und ist den, weil ihn einfach unkontrolliert Heißhungerattacken hat. Und dann fühlt er sich einfach nicht mehr mega schlecht. Nicht nur körperlich, weil er sich, so muss sagen, überfrisst wird, aber auch mental geht es dann ganz, ganz schlecht. Und es fühlt er sich einfach nicht mehr furchtbar schrecklich. Und wir wissen nicht, wieso ihn das eigentlich gemacht hat. Das ist eine Essverhaltensstörung, die definitiv seriös zu holen ist und wo ganz viele Menschen auch Probleme damit haben. Vor allem, wenn sie probieren aufzuholen und einfach nicht packen. Und da kriegen sie immer mega Heißhungerattacken, wo sie ganz, ganz viel essen und ganz viel Scheiß essen, weil das dann eben so halt ist, wenn ihr einen Heißhungerattack hat. Par contre, Hanno, ähnlich wie bei der Bulimie, werden sie sich nicht übergehen, weil eben keine Bulimie ist. Das ist einfach, dass ihr ganz viel isst und ein ganz schlecht dabei geht und sich eigentlich währenddem, also denken eigentlich scheißegal, wie ihn sich fühlt, aber Hanno fühlt ihn sich dann ganz schlecht und wünscht ihn sich einfach nicht mehr, dass es einem nicht geschieht. Wieso ich das Video hier machen und wieso ich eigentlich darüber schwätzen, dass ich das eigentlich auch hat. Ja. Das ist auch nicht so einfach darüber zu schätzen, weil ich mich ehrlich gesagt wirklich dafür schummeln, weil ich ja immer du besten schwätzen und sollen auf seine Ernährung aufpassen und sollen hier und sollen da. Aber leider ist mir das eben auch geschieht und ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin. Wie das ganz angefangen hat bei mir, das war eigentlich nur der Konkurren, weil ich immer immens lang an der Diät war und immens lang ein ganz krassen Kaloriendefizit hat und das eigentlich just wollte durchziehen. Und wie dann der Konkurs eben bis fertig war, und ich mir gedacht, okay, der Konkurs ist fertig, Cheat Meal a go. Leider ist den Cheat Meal immer über dich gegangen. Und ich konnte mich ehrlich gesagt nicht mehr kontrolliert für abzuhalten. Ich habe mir gedacht, okay, Haut, und dann ist Schluss. Und dann fängst du darum an, mit so einem gesunden Essprogramm und hier und so. Ja, das habe ich dann auch durchgezogen bis einen anderen Tag oben, wo ich daran total drauf gefallen bin und unkontrolliert gegessen und das mir wirklich nicht gut gegangen dabei und ich habe mich nicht nur physisch immens schlecht gefühlt, was mir wirklich schlecht war, weil ich mich total überfrisst und ich konnte mich nicht mehr bewegt. Aber auch mental hatte ich allkehrst noch einen mega Down. Und ich meine, Freunde, das schon ein gehabt, den weiß ganz genau, wie ihn sich noch fühlt, das ist wirklich nicht flott. Und gebe ihn am nächsten einfach schon aufhängen mit Kreischen, weil ihn einfach so von sich selber enttäuscht ist, dass ihn einfach nicht packt, um da abzuhalten. Aber voilà, wie ihr wisst, hatte ich letztes Jahr nur Ostern, also nur der Saison Ostern, ganz viel und ganz schnell beigeholt. Das hat immer dazu gedient, dass ich eben, wie gesagt, keinen Bock auf nichts mehr hat. Ich wollte in dem Moment auch abhalten mit allem. Ich wollte meinen Blog zu machen, ich wollte meine Seite zu machen. Ich hatte es einfach genug mit dem ganzen Diät, weil ich auch seit Januar einfach nicht mehr der ultra krasse Kaloriendefizit-Diät war, was wirklich nicht gesund war. Und voilà, Folge war eben, dass ich ja, nur der Saison angefangen habe, so Heißhungerattacken zu kreieren, weil ich mich nicht kontrolliert konnte und weil ich einfach so lange am Defizit war. War schon so schlimm, dass ich mich geschont habe, für überhaupt selbst kaufen zu gehen und aber nicht gemacht. Ich bin auf verschiedene Plätze einkaufen gegangen, weil ich mich einfach wirklich nicht mehr geschont habe. Ich bin auf verschiedene Plätze hingegangen, für eben, ich soll mal den Knast zu kriegen, den ich wollte essen. Weil, ja, ich habe mich einfach geschummt, da sind ich auf verschiedene Plätze gegangen. Und das weißt du einfach auch schon, wie krass, wie soll ich sagen, wie
krass dat eigentlich op sein Charakter folgen huet an ja wie gesot es hat kein, dem man nur der Diät gesot hat, wie ich soll essen. Es hat kein, dem man gesot hat, ich soll ein Reverse Diet machen an wann wei. Es war einfach gut kein do an es schon einfach mega am Start gefehlt gelos an du wennst oh, ja und ich habe so viel beigeholt. Ja, weil ich einfach die Heißhungerattacken hat und nämlich du rauskommen sehen und ich konnte mich wirklich nicht mehr gesehen und ganz ehrlich, ich bin auch nicht da rausgekommen. Und ich hatte wirklich über den ganzen Monat, dass ich nicht da rauskommen sehen, bis ich mal wirklich gedacht habe, okay, nee, es geht wirklich durch. Ja, und das war ein paar Monate, dass ich mir das so tun und dann aber aus dem geschieht, dass ich umgefallen bin. Also jeder sieht, das ist nicht einfach, wenn es etwas hört, für einfach so abzuhalten. Das ist einfach etwas, was mental an einem Kopf ist und wo ihn einfach nicht rauskommt, wenn kein Hand zu stehen hat. Und ich bin froh, dass ich aber Leute aus dem Fitness habe, die Hand mal stehen, die mir gesagt haben, hey komm, ich meine ein Programm, wir machen das dann zusammen und so, weil er so hat das dann eben noch angefangen, dass ich schlussendlich auch da rauskommen sind und voilà. Lo sind ich ja mittlerweile beim Uwe seit einer Zeit und ich merke einfach so krassen Unterschied von 4 Uhr, wo ich meine Off-Season Diät hat an lo schon genug zu essen, schon von allem genug, schon für allem genug Carbs. Yes! Nicht so viel Proteine noch, was mich auch abschwammen gelöst hat. Mir wurde das eine andere Sache, das habe ich schon in meinem Video erklärt. Ja, voilà. Und dadurch, dass ich eigentlich genug zu essen habe und genug von allem kriegen, an meinem Körper für allem, genug von allem gehen, habe ich weder Heißhungerattacken, schon weder so krass Cravings noch irgendetwas. Und ich kann sogar ohne Problem auf irgendetwas verzichten, weil ich mir denke, nee, an einer halben Stunde kriegst du sowieso zu essen, brauchst du nicht, der Körper spielt einfach schon so einen Trick. Und voilà, das war früher nicht der Fall, weil ich einfach nicht genug von allem hatte, weil mein Körper nicht genug von allem hat. Und ich mir einfach gedacht habe, komm, fuck it, ich esse das fertig, das ist mir sowieso scheißegal, ich habe sowieso kein Konkurs. Und voilà. So ist das dann eben gekommen, auch dass ich dem mal so viel beigeholt habe. Wie ich auch schon angedeutet habe, dass es mir nur der Konkurrenz ziemlich egal war und ich auch ziemlich egal was geht habe. Ja, hallo, was ist der Grund? Ja, ich hatte eine kleine Form so mal von Binge-Eating. Und wenn ihr irgendwie kennt an eurem Umfeld, wo ihr meint, okay, den hat krass viel zugeholt, könnt ihr ja eventuell mal drauf ausschwätzen, das ist. Ja, ich weiß selber schon den sich wirklich dafür. Mit das nicht für sich zu schummen, weil es kann den eigentlich nicht dafür. Und das ist genau wie bei anderen Essverhaltensstörungen. Es können die nicht mehr raus, wenn ihr Leute hört, die hinter einem stehen, die ihn unterstützen und für allem, wie soll ich sagen, die verstehen. Und die auch wissen, was sie machen. Weil wenn der ihn hat, den erst dann express mal erzählen geht, weil er sowieso schon so viel frisst und ich meine, der bringt der gut nicht an, da kommt er nie durch. Ja, die Sache mit Binge-Eating, also recht seit 1-2 Jahren, dass Leute das so nennen. Früher hat einfach nicht mehr geheischt, dass er einfach nicht mehr gefressen, wie sie einen Heißhungerattacken hat. Aber mittlerweile hat er aber auch erkannt, dass das effektiv eine Essverhaltensstörung ist, die ihn auch zu behandeln soll, am Anfang, ja. Soll ich auch mal probieren, selber sich Gedanken darüber zu machen, was schief läuft. Muss nicht immer sein, dass es ist, weil er zu wenig isst. Definitiv nicht. Kann doch ganz viel und kann für allem viel mit dem Mentalen und dem Psychischen zu tun haben, dass er einfach an seinem Leben total gestresst ist, nicht ausgeglichen ist. Und einfach seine Satisfaktion am Junkfood oder an seine Heißhungerattacke sieht, weil er einfach so geil in dem Moment schmeckt, obwohl er noch mega schlecht Gewissen hat und sich mental und physisch furchtbar schlecht fühlt. Wenn er das so tun, macht er einfach Gedanken über die ganze Sache. Durch was das Kind kommen, was er Kind besser machen, was er vielleicht Kind anderen oder einfach was er mal so auf der Seite lassen. Weil hier und da sind nicht Sachen, die einfach so easy auf der Hand laufen, wo es Kind kommen und fand konnte realisieren, den eben nicht, weil das eben schon immer so war. Und ja. Voilà. Wenn ich einen mega stressigen Tag habe, am Moment halt das Tag so nicht mal, da gehe ich lieber trainieren oder ich gehe mit meinem Hund trippeln oder ich weiß nicht, ich beschäftige mich oder keine Ahnung, ich gucke einfach auf meine Sendung, die ich mega gerne gucke.
Und ich schon einfach abgehalten, mal unzuwinnen, auch während der Tele etwas zu essen. Weil wenn der Film von 2 Stunden guckt, da kann ich ganz viel essen und das ist nicht gut. Oder die mache ich einfach lecker Snacks, die ein bisschen mehr gesund sind, wie Nüsse oder so solche Sachen. Ja, und dann müsste das doch klappen. Wenn der aber sonst wirklich noch Hilfe braucht, für du rauszukommen und nicht wisst, wo der ich wenden kann, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ganz gerne schreiben und ich probiere erst dann auch zu helfen und auch mit Mengen Tipps, die mir geholfen haben, ein bisschen aus der Sache rauszuholen und erst aus ihrer aus den Klauen vom Binge-Eating zu befreien, weil das wirklich nicht flott und die muss auch nicht so weiterleben. Das war doch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen. Ich hoffe noch, dass er ein bisschen abgeklärt wird über die ganze Sache, dass das nicht ist, für die Gag zu machen, am Gegenteil sogar. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder wenn ihr mit mir selber über eher Erfahrungen schwatzen, könnt ihr das gerne machen. Entweder hier drinnen oder wenn ihr das wollt, privat ein bisschen diskutieren oder Hilfe braucht oder Tipps. Da können wir natürlich ganz gerne auf Facebook, auf Snapchat oder auf Instagram schreiben und dann gucken ich, für erst ein bisschen zu helfen, dass der gleich noch besser geht. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin kein Psychologe und ich bin noch kein Diätitian mehr. Ich habe meine Erfahrungen selber gemacht und ich kann erst auch ein bisschen sagen, wie der am besten erlebt, für darum rauszukommen. Voilà, sonst geht das nächste so, wenn euch das Video gefällt, natürlich liken, Channel abonnieren für die nächste Video nicht zu verpassen und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!